nein. Nicht, wie es am besten kommt. Ja, na, schon wieder Leben verloren. Mein erstes Leben verloren. Oh mein Gott, einfach mehr nicht so. Jawohl, Fabi! Oh mein Gott, einfach mehr nicht. Ach, die Alte hat's noch drauf. Komm. Grundsätzlich, glaube ich, habe ich einen sehr, sehr guten Zugang zu Jugendlichen. Und die merken das auch, dass ich es mag. Oh, hast du wieder? Ja. Dass ich das mitbringe, was natürlich das Negative in meinem Leben ist ja eine Stärke. Weil dadurch habe ich ja viel Erfahrung und habe viel mehr Verständnis für viele Dinge, weil ich es jetzt schon durchgemacht habe. Ich bin nicht in die Schule gegangen, ich habe in die Heime nicht funktioniert, ich habe daheim nicht funktioniert. Ich habe gestohlen, ich war sehr aggressiv, ich habe Kraft. Ich war einfach tagelang verschwunden manchmal. Ich habe halt einfach so viel Wut und Frust gehabt. Das System hat mich nicht aufgefangen und ich habe im System nicht funktioniert. Ina Gruber ist Erzieherin und leitet 2 Jugendtreffs rund um Zwiesel in Niederbayern. Hier lebt sie auch mit ihrem Mann Klaus. Heute muss Ina dringend nach Berlin. Dort hat sie bis zu ihrem 12. Lebensjahr gelebt. Dort hat sie damals ihre Familie zurücklassen müssen, auch ihre Mutter, die inzwischen schwer krank ist. Pink, rot, grün, pink. Seife, Zahnpasta. Was glaubst du, erwartet dich in Berlin? Erstens vermute ich, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich meine Mutter sehe. Und dann ist es halt noch mal ein Aufwühlen in alte Erinnerungen, die halt auch nicht gerade positiv sind. Ja. Genau. Aber Berlin heißt eigentlich immer in die Gefühlswelt zurückgehen. Ist eigentlich immer so. Ja. Noch. Danke. Vierte. War vorsichtig. Letztes Mal haben sie zweimal blitzt. Petze. Vierte, Schatzel. Ich rufe dich an, wenn ich angekommen bin, gell? Ciao. Bis heute verbindet Ina nichts Positives mit Berlin. Wenig Essen und richtig hungern, viel Gewalt und viel Angst durch Eingesperrtsein. Berlin-Kreuzberg nahe dem Mehringplatz. Damals prägen Armut und Drogen die Gegend. Hier wächst Ina auf. Hi! Hallo! Ihr älterer Bruder Ralf lebt noch in Berlin. Na, Bruder! Ja, Schwester. Lange nicht gesehen. Ja. Da war ich Ja, also diese Dinger sind das ist nagelneu. komplett neu, ja. Und auch wieder alles Beton. Ja. Warum man sowas nicht einfach in bunt macht, ha? Das Ja. würde ja schon mal ein bisschen was nehmen. Die Atmosphäre und die Lebensverhältnisse, das empfand ich für mich als Ghetto. Das hat was mit den Hochhäusern zu tun. Ja, das war ja auch sozialer Wohnungsbau. Und da wohnen halt auch viele mit vielen Kindern teilweise. Ja, es war, glaube ich, auf jeder Etage 7, 8 Wohnungen, glaube ich. Und das waren so lange Gänge. Das war Wenn du dir vorstellst, dass ich in einem Dorf arbeite mit 3.500 Einwohnern, das haben wir hier gehabt. Auf keine Ahnung wie viel Quadratmeter. 115, ja, das Ja. waren unsere Fenster. Das ist unser Fenster. Und Genau. die daneben waren Monikas. Genau. Krass, oder? Ja. Und manchmal ist auch ein Selbstmord passiert, dann ist jemand von oben runtergesprungen und dann war hier Matsch auf der Straße. So was hast du hier erlebt? Man ist hier mit allem konfrontiert Ja. worden, was es gab. Ina wird 1966 geboren. Ihre Mutter Christel hat bereits 5 Kinder. 3 hat sie in Nordrhein-Westfalen zurückgelassen, um in Berlin ein neues Leben zu beginnen. Dort bekommt sie Ralf, noch einen Sohn und wird kurz darauf wieder schwanger mit Ina. Inas Vater ist Iraner,
Auch diese Beziehung hält nicht und er geht zurück in den Iran. Kurz nach Inas Geburt lernt ihre Mutter einen neuen Partner kennen und bekommt mit ihm 3 weitere Kinder. Naja, erstmal eine große Familie, eine arme Familie und eher so die Bildung lag mehr so darin im Überlebenskampf, so könnte man sagen. Ne? Meine Mutter konnte mit Geld überhaupt nicht umgehen. Damals hieß es Sozialunterstützung, was heute Hartz IV ist. Wenn das gleich gekommen ist ihr das durch die Hände gerieselt wie, keine Ahnung, Sand. Dann war es weg und dann hat es oft einfach nichts zum Essen gegeben. Die Mutter verdient als Animierdame noch etwas dazu. Ein klassisches Familienleben oder einen geregelten Tagesablauf gibt es nicht. Die Eltern schmeißen zu Hause Partys. Viele Gäste, Sex, Drogen und Alkohol. Oder sie lassen die 5 Kinder allein zu Hause. Dann sind sie oft stundenlang gemeinsam in ein Kinderzimmer eingesperrt. Wir haben dann zum Beispiel ans Fenster dran geklopft. Dann sind unten Passanten aufmerksam geworden und wir waren dann ernackert. Wir haben uns einfach ausgezogen und haben da dran gebaust an die Fensterscheiben, bis halt die das gesehen haben. Und dann ist die Polizei gekommen und hat uns da rausgeholt. Wann ist das Jugendamt ins Spiel gekommen bei euch in der Familie? Also mit Sicherheit schon früh, weil ich ja sehr auffällig war und ja viele Jahre nicht in die Schule gegangen bin. Ich denke, dass das auf jeden Fall auch Thema beim Jugendamt war. Und wenn du nicht in die Schule gehst, wird das im Jugendamt gemeldet. Wenn ein Kind so auffällig ist, dass das aus der Schule rausschmeißt. Wie darfst du das beschreiben, wenn du sagst, auffällig, Ina? Rückblickend? Laut. Habe immer geredet, wenn ich nicht gefragt habe, was ich heute auch noch mache. Das hat sich nicht voll geändert. Ja, weiß ich nicht. Aggressiv halt, auch wenn mir was nicht passt hat, dann und keine Ahnung, auffällig, halt einfach verhaltensauffällig. Das war dann manchmal auch sehr heikel. Also da habe ich doch auch einige Blessuren dann auch noch mal erfahren dürfen. Ja, da war sie schon auch, sagen wir mal, rabiat gewisserweise oder temperamentvoll, würden manche jetzt natürlich sagen. Ne? Zur Mutter hat Ina ein zwiegespaltenes Verhältnis. Sie ist zwar liebevoll vom Alltag und den vielen Kindern, aber heillos überfordert. Die Bestrafung der Kinder überlässt die Mutter dem Stiefvater. Der ist oft betrunken und gewalttätig. Ina lehnt ihn ab und lässt ihn spüren, dass er nicht ihr leiblicher Vater ist. Aber er ist den Kindern körperlich überlegen. Na, der hat uns viel geschlagen. Oh mein Gott, der hat uns so viel geschlagen. Und Ralf wollte mal vom Fenster rausschmeißen. Mit dem Teppichklopfer haben wir Haue gekriegt, mit dem Gürtel. Aber eins seiner Sprüche war zum Beispiel antreten, bücken. Da musst du dir vorstellen, dass wir wie die Orgel pfeifen so. Dann mussten wir, er hat immer gesagt, wir wussten genau, wenn der uns aus dem Zimmer geholt hat er gesagt, antreten, bücken. Und dann mussten wir hin, mussten uns bücken. Dann hat er uns auf den Arsch, dass wir so halb durchs Wohnzimmer geflogen sind und dann der Nächste. Durch eine Kabelei bin ich mal so hochgeworfen worden von meinem Stiefvater. Das war wirklich eine Kabelei. Es war jetzt nicht so, dass man da jetzt Prügel gab. Und da bin ich leider mit meinem Knie gegens Auge gekommen und es hatte dann ein blaues Auge. Und das wurde in der Schule natürlich gesehen. Und dadurch, dass ich sowieso unsere Familie auffällig war gewisserweise, wurde das registriert. Und das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Das muss bitte untersucht werden. Und dann haben die mich da mitgenommen und dann ging es da zu so einer Untersuchung. Ich glaube auch bei der Polizei und so weiter. Und dann musste ich mich da ausziehen. Und da hat man dann eigentlich die wirklichen Leitspuren auf dem Rücken erfahren. Die Familie ist im Jugendamt seit Jahren bekannt. Verletzung der Schulpflicht, viele Polizeieinsätze, die Verwahrlosung der Kinder. Lange geschieht nichts. Doch dann greift das Jugendamt endlich ein und Ralf ist der Erste, der ins Kinderheim kommt. Am Anfang ist er noch gekommen und dann hat er uns immer gesagt, hey, da ist so toll, da muss man nicht hungern und man kriegt keine Kloppe mehr, es gibt keine Haue. Und das da hat er natürlich bei mir was einpflanzt und die bin dann immer abgehauen. Also das war das Alter, wo ich angefangen habe und gesagt habe, nee, warum soll ich das daheim aushalten? Ich habe keine Lust auf Kloppe. Ah, du wolltest schon ins Heim? Ja, ich wollte immer ins Heim, natürlich. Also ich bin nicht ins Heim gesteckt worden. Mit 8 Jahren kommt Ina das erste Mal ins Heim. Dort fällt ihr Verhalten noch mehr auf. Sie haut immer wieder ab.
geht selten zur Schule, lässt sich nichts gefallen und verprügelt andere Kinder, wenn sie hänseln. Sie ist temperamentvoll und rebellisch. Für das System wird sie zur Herausforderung. Ich war in dem Nonnenheim und es gab Karotten. Da habe ich mich hingesetzt und gesagt, esse ich nicht. Und dann hat die Nonne gesagt, ja, und du musst es essen. Dann habe ich mich hingesetzt so, und habe gesagt, nee, esse ich nicht. Und dann ist es immer krantiger geworden und ich habe so, ist doch mir scheißegal, ich esse das nicht. Und dann hat es mir auch nicht geschmiert und dann bin ich voll ausgerastet. Dann haben sie mich in der Besenkammer gesperrt und die war gerade klar und haben da das Licht ausgemacht. Und ich schwöre, dass danach aus der Besenkammer alles wegschmeißen können. Ich habe da drin rumort wie eine Blöde. Haben sofort meine Mutter angerufen. Ich habe dann gesagt, die olle Fotze hat mich gekloppt. Und meine Mutter hat mich wieder geholt. Seit ein paar Wochen liegt Inas Mutter Christel in einem Hospiz in Berlin-Mitte. Der Lungenkrebs wurde vor kurzem zufällig entdeckt. Nur noch wenige von Inas Geschwistern haben Kontakt zur Mutter. Hallo. Hi, Mama. Hi, was ist los? Na? Schon wieder ein Ring. Habe ich noch Platz für den Ring? Oh, schön, ja. Der ist aber schick. Wie geht's dir? Geht. Schau mal. Ein Bäumchen. Ist denn heute schon jetzt Weihnachten? Da fehlt noch der Stern. Einen Schneemann. Hey. Mhm. Schau mal, ich hab die hier. Mit Licht, da kannst du ja abends dann so ein Licht machen. Guck mal. Heute hat Christel einen relativ guten Tag. Schneemann. Weißt du, wer da drauf ist? Ja, Evelyn. Aha. Das bin ich? Ja, die hat immer gestrahlt. Alle Leute haben immer gesagt, mein Gott, ist das ein hübsches Mädel. Und sie war zu allen so freundlich. Ja. Und dass mein Mann richtig sauer wurde, der meint, die anderen Kinder haben auch keinen Puckel. Warum? Übersehen die alle immer nur Ina, ne? Konnte er gar nicht verstehen. Aber ich habe mit ihr eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt. Könnte man nicht sagen. Schwierigkeiten hat sie mitunter mit ihren Geschwistern oder weil sie sich dann gezopft haben wie verrückt. Aber ansonsten kann ich nicht sagen. Oder hast du ein Gefühl, dass wir viele Schwierigkeiten hatten, wir beide? Nee. Nee, eben. Und Christel, wenn du jetzt so zurückdenkst, würdest du was anders machen, wenn du noch mal jetzt von vorne anfangen würdest? Tja, das wäre wohl vernünftig. Wir haben oft uns gewünscht, dass der Gruber das Haus verlässt. Und du hast ihn immer wieder reingelassen. Ich habe mir das nicht zugetraut, mit den ganzen Kindern alleine. Hätte ich nie geschafft. Die sind mir ja alle auf der Nase rumgeturnt, weil ich konnte nie Nein sagen. Ja, hat sich so toll rausgemacht, wenn man denkt, die Kindheit war nicht besonders schön. Und da wären manche dran zerbrochen, dass sie das alles so hingekriegt hat. Das ist ganz toll. Ja. Mein Liebes. Meine Mama. Ja. Kurz nach diesem letzten Besuch stirbt Christel. Als Kind kann Ina nicht bei ihrer Mutter bleiben. Doch auch im Heim gibt es Schwierigkeiten. Wegen ihres aggressiven Verhaltens wird Ina jahrelang von Heim zu Heim gereicht, landet kurz in der Kinderpsychiatrie und in einer Pflegefamilie. Aber nichts klappt auf Dauer. Die Fachkräfte und das System kommen mit Ina immer mehr an ihre Grenzen. Für ein Kind wie sie gibt es scheinbar keinen Platz. Bis sie 1977 mit 11 Jahren im Kinderheim Lerchennest in Berlin-Lichterfelde einen besonderen Menschen trifft. Der Henk war der tollste Erzieher. Also ich habe ja viele, viele Menschen als Kind erlebt.
Und gerade Männer waren nicht meine Favoriten, überhaupt gar nicht. Da habe ich ein sehr negatives Bild gehabt. Und der Henk war so ein toller Typ. Ganz ein toller Erzieher, der sich auf die Kinder eingestellt hat, der so warm und lieb war. Ja, ich freue mich total. Henk! Ja, so viele Jahre, Jahrzehnte. Ja. Schön, dich wiederzusehen. Ja. Klasse. Super. Du bist klein geworden. Ja, und du bist groß geworden. Schön, Mensch. Aber das sind ja die Stätten deiner, meiner und unserer Vergangenheit. Ja, Mensch. In der Schule war es dann oft ganz schwierig, wo ich dann einen Anruf bekommen habe. Das geht gar nicht, die flippt aus, die ist nicht zu bändigen, holen Sie das Mädchen ab. Henk war immer lieb. Wenn ihr ausflippt, müsst ihr Ihnen gedrückt werden, dann ist sie bedürftig. Ja, das ist nicht gegen dich gerichtet oder gegen euch gerichtet, sondern Ina ist in einer unglaublichen emotionalen Notsituation. Dieses Ausflippen heißt, hilf mir, ich bin da, wo sie sonst immer vergessen wurde, in der Familie und von den Freunden auch sehr oft enttäuscht war. Das Schönste wäre dann in so einer Situation, Ina anzunehmen. Komm an meine Brust, ich drück dich. Und dann beruhigt sie sich. Und Ina hat sehr häufig diese Frage gestellt, was ist denn los mit mir? Warum? Wieso? Wieso kann ich nicht zu Hause sein? Wieso kann ich nicht bei meiner Mutter sein? Ja. Wieso muss ich dann immer wieder ausflippen? Was gibt man da als Erzieher für Antwort, Henk? Schwierig. Das ist nicht so einfach. Und manchmal ist man dann auch ein bisschen ratlos in dieser emotionalen Situation. Und deswegen war ja auch die Entscheidung so wichtig, zu gucken, wo geht es jetzt hin? Wie kann es jetzt weitergehen mit Ina, bevor Ina womöglich in einer Drogenszene abrutscht, auf der Straße landet. Also es muss was Strukturiertes sein, es muss eine Familie sein, die auch tatsächlich belastbar ist, dass die Anfangsphase, die sicherlich nicht so ganz einfach wird, dass sie diese Belastungen, diese Höhen und Tiefen mit der Ina auch aushalten können. Ina ist zurück in Zwiesel. Durch ihr Engagement auch in der Geflüchtetenhilfe kennen sie viele im Ort. Ist das der Boot? Na. Aber das ist trotzdem einer von meinen Jungs. Geht's dir gut? Bist du noch bei Kappa? Ach toll. Und? Wann zuletzt? Ist schon länger her, oder? Nee, dieses letztes Jahr. Letztes Jahr war's? Wann denn? Und jetzt war ich hier, aber meine Eltern sind so wieder zurückgekommen. Ja. Mal hoffentlich sehen wir uns mal, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ciao, Ahmed Reza. Was ich besonders schätze. Fangen wir mal mit dem an, was ich nicht so gern mag, an. Und dann wären wir auch bis morgen nicht fertig. Nein, das ist nur eins. Das ist ihr manchmal aufbrausende Art zur Raserei ist das schon fast. Und das stört mich ganz stark. Das irritiert mich einfach, weil ich sie ja anders kenne. Im April 1979 bringt ein Mitarbeiter des Jugendamts Kreuzberg die 12-jährige Ina zu einer Pflegefamilie in den Bayerischen Wald in die Nähe von Grafenau. Um die 8 Stunden lange Fahrt zu verkürzen, singen sie gemeinsam. Ich bin ein Lump, ich bin ein Lump, ich bin ein liederlicher Lump. Die Füße, die sind schwarz wie Teer, drum brauche ich wirklich keine Socken mehr. Ich bin ein Lump, ich bin ein Lump, ich bin ein liederlicher Lump. Schau, ist das nicht schön? Ha? Schon schön. Ich bin ein Weitler. Das akzeptieren natürlich auch
Urbayern nicht und sagen, einmal Preis, immer Preis. Die können da reden, was sie wollen, die können da mich nicht meinen. Ich bin ein Weitler. Ja, da bin ich dann angekommen. Alles war weiß, alles war voller Schnee. Dann haben wir so geschaut, ja, Rehbruck wissen wir nicht, wo das ist. Dann sind wir da zu dem Haus gegangen, haben an die Tür geklopft und haben gefragt, ja, wir suchen Rehbruck, ihr müsst da runter und müsst so die Reibe und dann in den Wald. Und wir haben halt das nicht verstanden. Aber wir haben verstanden, dass wir mit dem Auto nicht weiterkommen. Das haben wir ja auch gesehen, weil von da weg ist der Schnee in Massen dann gewesen. Und ich bin dann mit meinen Sommermäntelchen so losmarschiert mit den Halbschuhen und habe mich da auf den Weg gemacht mit dem Hartmut. Und dann sind wir durch den Schnee gestapft, über Bäume. Es war echt krass. Ja. Ein kompletter Milieuwechsel, eine Art Neuanfang in 650 Kilometern Entfernung und mit absolutem Kontaktverbot zu ihrer Familie. Bis heute eine Maßnahme der Jugendhilfe. Wenn das wieder nicht klappt, muss Ina in ein geschlossenes Heim. Davon hat sie nur Schreckliches gehört. Ihre Pflegeeltern sind knapp 60 Jahre alt, als Ina zu ihnen kommt. Sie leben heute nicht mehr. Tada! Rehbruck! Da ist Rehbruck. Das Haus meiner Kindheit. Und das war auch das Erste, was ich dann gesehen habe, wie ich aus dem Wald gekommen bin. Ein Haus. Meine Pflegeeltern waren so eine Art Aussteiger. Die sahen nett aus, waren eher ruhigere Leute, nicht so lebhaft oder so wie ich jetzt. Und ich habe mir das halt angeschaut und gedacht, okay, alles klar, so ist es jetzt hier. Ganz am Anfang war mein Zimmer da oben. Also dann hat das dazugehört, da oben. Und später dann hier. Ich war viel draußen natürlich. Am Anfang viel mit meinem Pflegevater, weil wir haben zum Beispiel ein Holz gemacht und ich bin dann mit ihm im Wald. Dann haben wir die Bäume ausgezahlt und dann haben wir es auf so einen Bock und dann haben wir gesägt. Das war ganz, ganz ein lieber Mann. Der hat mich auch sehr mengen, das habe ich auch gespürt. Der hat halt schon das Problem gehabt, dass er ein bisschen Angst gehabt hat, so mich vielleicht im Arm zu nehmen. Aber das war nicht so schlimm, weil ich gewusst habe, dass er mich mag. Zwischen der Pflegemutter und ihr entsteht keine Bindung. In der Stadt kannst du laut auf dumme Gedanken kommen. Irgendwas kaputt machen, klauen, keine Ahnung. Da hast du dumme Ideen und wenn du noch angestiftet wirst oder selber so ein Teufel bist, dann hast du lauter dumme Ideen. Was willst du denn da machen? Schlimmstenfalls kannst du einen Baum umsägen. Aber da ich immer sägen habe müssen, bin ich auf die Idee nicht gekommen, dass ich irgendwas zerstöre. Es gibt kein Hungern und keine Schläge mehr. Ein Alltag pendelt sich ein und Ina lernt feste Strukturen kennen. Nachdem sie in Berlin nur sporadisch in der Schule war, wird sie mit 13 Jahren in die 4. Klasse eingestuft. Sie ist 3 Jahre älter als die anderen. Bald findet sie Freunde wie Martina. Du Damische! Hab ich wieder verpflichtet. Und pünktlich ist da noch. Ich hab schon was gekocht. Also, hast du Frühstück gehabt? Warst du jetzt schon wieder in der Sauna, in der, wo wir mir letztes Mal waren? Nee. Gut, ja, dann. Dann weiß ich ja, was man demnächst wieder mal tut. Sie kam halt einfach zu uns in die Schule und dann war sie da. Aber halt so richtig massiv war es halt dann da, gell? Also auf Gaborisch, also sie war eine rechte Fotzerte. Also die hat richtig rumgeschnabelt und geschnauzt. Also wenn die jemand schief angeschaut hat nur, oder wenn jemand falsch geatmet hat. Was ist denn da? Dann hat die gleich da hingeschnabelt. Und man hat erst später und im Nachhinein verstanden, warum sie vieles missverstanden hat. Erstens mal habe ich ja keine Sprache verstanden. Und dann haben sie immer Preisen gesagt. Oder Panzerglas, weil ich habe so dicke Glaseln gehabt auch. Es waren halt so meine 2 Namen. Und das tut natürlich weh, das haut natürlich in so eine Kerbe rein. Und was war das, was euch zwar verbunden hat von Anfang an? Ja, also wir waren schon also ähnlich wild, ich vielleicht ein bisschen sortierter.
Weil ich bin halt ganz arg behütet aufgewachsen. Und dieses zu sehr Behütete habe ich halt dann unwahrscheinlich genossen, wenn ich dann richtig so rumgaustern konnte. Und mit der Ina ist das halt super gegangen. Ina schafft die 4. Klasse. Doch da sie weiterhin als verhaltensauffällig gilt, steht im Raum, dass sie auf die Sonderschule gehen muss. Hallo. Und das muss ich sagen, das habe ich meinem Pflegevater zu verdanken. Der hat sich da sehr, sehr, sehr für mich eingesetzt. Aber es gab natürlich eine Schulakte, die unglaublich dick war. Und jeder hat gesagt, um Gottes Willen, also die schon mal nicht. Aber da hat er sie wirklich durchgesetzt. Und die haben sie in der Hauptschule in Grafenau auf die Seite gelassen und haben gesagt, okay, wir versuchen es. Und Ina ist fleißig. Sie geht einen ganzen Sommer lang zur Nachhilfe und ihre Leistungen verbessern sich. Dann werden wir uns wo treffen alle. Wo kommt die Irina? Ja, schön. Geil. Schöne Grüße daheim. Ja, ein gell? Sie lesen auch viel, gell? Ich bringe immer viele. Heute habe ich jetzt nicht so viel dabei. 3,50 macht es am besten. Dankeschön. Bitte sehr. Viel Spaß beim Lesen. Nur freilich. Ina kann den schulischen Rückstand aufholen und die Gegend um Rehbruck wird langsam ihr Zuhause. Und trotzdem fehlt ihr etwas. Mir ist in dem Sinne gut gegangen, mir hat es jetzt immer an nichts gemangelt, außer halt diese Liebe von einer Mutter. Vielleicht habe ich auch deswegen immer den Kontakt zu meiner Mutter gehalten, weil meine Mama war halt eine Mama und die hat ihre Fehler gehabt und viele schlimme Sachen gemacht, aber die hat mich halt in den Arm genommen und da habe ich halt gemerkt, die liebt mich. Das habe ich halt da nicht gehabt. Nach 2 Jahren wird das Kontaktverbot zur Familie aufgehoben. Als Ina 15 ist, beginnt sie wieder ihre Familie in Berlin zu besuchen. Ich wollte ja meine Geschwister sehen. Ich bin total an meine Geschwister gehängt. Und das war auch immer sehr schlimm, weil mein Stiefvater war immer noch nicht der nette Mensch. Das hat schon sehr viele Aggressionen in mir ausgelöst. Ich wusste ja auch, was die zu Hause erleiden müssen. Das heißt, du wolltest jetzt nicht das Berliner Leben zurück? Na! Ina bleibt in Niederbayern. Sie beginnt 1984 mit 18 eine Ausbildung zur Kinderpflegerin in Grafenau und kann so lange noch bei ihren Pflegeeltern wohnen. Doch nach dieser Ausbildung wird das Pflegeverhältnis enden. Ich habe ja oft gedacht, ich war in den Iran, weil ich wusste, da ist mein Vater und mir so eine Vorstellung gemacht habe, wie es da sein kann. Als ich 18 geworden bin, habe ich einen Anruf gekriegt und da war mein Vater dran. Und dann, der konnte Deutsch, nicht jetzt super gut, aber schon so gut, dass ich mich mit ihm unterhalten konnte. Und dann hat er über meine Mama nur geschimpft. Ja, dann von da weg habe ich dann auch mit ihm mal eine kurze Zeit geschrieben. Ina erfährt, dass der Vater eine neue Familie im Iran hat. Sie wünscht sich als seine Tochter Unterstützung von ihm. Sie möchte nach ihrer Ausbildung nach Teheran fliegen. Auch ihre Pflegeeltern bitten den Vater um seine Unterstützung, da das Pflegeverhältnis bald beendet wird. Ich habe da angerufen bei ihm zu Hause und er war zufällig auch am Telefon und der ist aus allen Wolken gefallen. Und der hat dann nicht gefragt, ja, meine Tochter, schön von dir zu hören und wie geht's dir denn? Sondern der hat immer nur gefragt, wo hast du die Nummer her? Ja, wo hast du die Nummer her? Also der war völlig aus dem Häuschen und da war mir klar, aha, den seine Familie war es nichts von mir. Ina ist von der Reaktion ihres Vaters geschockt und enttäuscht. Sie unternimmt vorerst keine erneuten Kontaktversuche zu ihm. Nach dem Ende ihrer Ausbildung zieht Ina, sie ist gerade 20 Jahre alt geworden, mit ihrem Freund Bepperl in ihre erste gemeinsame Wohnung. Ich habe mich verliebt, weil der Bepperl einfach super gut tanzen hat können. Für mich war ja Disco das Wichtigste. Und der Bepperl hat einen Zwillingsbruder und die zwei waren die einzigsten Männer in der Disco, die richtig gut Figuren tanzen haben können. Und das war halt für mich, oh. Kurze Zeit später kommt 1987 die gemeinsame Tochter Lia zur Welt. Und dann habe ich mit mein Kind angeschaut und war schon gleich Mama, also vom Gefühl her. Das Geld der Familie ist knapp. Ina möchte das Fachabitur nachholen und die Ausbildung zur Erzieherin absolvieren. Und sie dürfen als erste Familie ins Schwesternwohnheim in Zwiesel ziehen.
Bepperl kriegt einen Job in München und ist wenig da. In der Wohngemeinschaft lernt Ina ihre bis heute gute Freundin Renate kennen. Ina ist gekommen und dann war das Schöne, nach 2, 3 Tagen hat sie uns dann gefragt, ob wir noch fortgehen. Also da war meine Kollegin, hat noch mit gewohnt. Und dann haben wir 2 Frauen gesagt, die will jetzt bestimmt, dass wir aufs Kind aufpassen. Aber das hat dann nicht lange gedauert, 1, 2, 3 Wochen. Dann haben wir die ja schon ins Herz geschlossen gehabt. Und dann waren wir natürlich Ersatzmamas, wenn es pressiert hat. Mein Schein, mein Zimmer. Und da haben wir immer Wäsche gehabt, gell? Das war dein Zimmer, Ina? Ja, ja, mein Zimmer. Jetzt müssen wir mal schauen. Steht immer noch Teeküche dran, ja, müssen wir von der anderen Seite. Also das Wohnzimmer war praktisch da, das war das Ganze, alles war Wohnzimmer. Dann haben wir da einen Balkon gehabt und da war die Küche. Als Mutter war es oft schon ein bisschen chaotisch. Ich komme ja aus einem normalen Elternhaus, wo man umsorgt wird und behütet wird und sowas. Und das war jetzt für die Lia, also habe ich nicht so empfunden. Einfach so die Fürsorge auch, das hat Ina nicht so, ich dachte so um 50% vielleicht gehabt. Ja, 50%. Ich war ja in Ausbildung noch. Ich bin ja dann in die Fachakademie gegangen, 2 Jahre. Und dann habe ich das Arbeiten angefangen. Also ich habe nicht einfach auch noch so viele andere Sachen lernen müssen. Ich habe die ja 2-mal im Kindergarten vergessen. Dann war sie einmal im Schwesternwohnheim, haben wir sie halt einfach im Schwesternwohnheim lassen, weil wir gedacht haben, die schläft schon durch. Und dann ist Lia hat aber nicht geschlafen und ist durch den Keller ins Krankenhaus rüber. Das war natürlich schlimm. Und dumm wie ich war, habe ich die Lia geschimpft, weil sie halt einfach weggegangen ist. Aber die war ja viel zu klar. Aber ich habe halt sicher eine Sache nicht überrissen. Und da hat die Ausbildung auch nicht geholfen, weil jeder denkt dann, ja, die war ja Erzieherin, die hat ja das gelernt. Nein, das hilft aber nichts. Also ich habe das dann schon verstanden, du willst ja leben, du willst rausgehen, du willst in die Disco gehen und sowas. Und das ist schon klar, wenn du so junge Mutter bist und sie hat ja auch niemand im Hintergrund gehabt. Die hat einfach niemand gehabt, gell? Außer die Tagesmutter und dann uns. Trotz großer Belastung besteht Ina mit Mitte 20 das Fachabitur und schafft die Ausbildung zur Erzieherin. Sie findet schnell eine Anstellung. Die Beziehung zu Bepperl hält nicht, aber er ist bis heute ein enger Freund der Familie. Es dauert nicht lange, bis ein anderer Mann sich um ihre Aufmerksamkeit bemüht. So, da waren wir das erste Mal im Zoo. Na, mit Sicherheit nicht das erste Mal. Nein, miteinander. Ja. Lia, wie süß. Kann ich mich noch daran erinnern, wie die Tierpflegerin dich da rausgejagt hat aus dem Gehege. Da warst du im Giraffengehege und hast die Giraffe gefüttert. Da sieht man es eh. Ja, und wo bin ich? Draußen. Ja, aber nachher, wie die da hinten waren, dann bist du drüber gestiegen. Das gar nicht petzen. Ja, ja. Und dann war der Klaus da und ich wollte beim Klaus nicht. Aber ich habe noch gut leiden können. Ich war mit dem Klaus auch gern unterwegs. Das war aber nur Freundschaft. Er hat halt immer wieder so im Abstand von, keine Ahnung, 1, 2 Monate wieder ein wenig so nachgefragt. Und ich habe immer zu ihm gesagt, also, du hast eine Beziehung, was weißt du denn von mir? Erklär erst einmal deine Beziehung. Und irgendwann hat er mir dann gesagt, er hat seine Beziehung geklärt und dann wollte er aber immer noch nicht. Und mein Mann war immer so, wie man cool sagt, so sehr cool immer, wie kühl. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass er leidet, dass ich ihn nicht erhöre. Und das hat bei mir schon mein Herz erweicht. Und dann, ja. Genau. Und so, das war so der Punkt. Und dann habe ich angefangen, mich in Klaus zu verlieben. Und dann irgendwann war ich also total verliebt. Also, ich wollte ja unbedingt haben. So, ja, das stimmt allerdings. Die musste jetzt haben. Das ist in Portugal, oder? Das war Portugal, gleich unser erster ja, Urlaub, genau, wie wir dann unser zusammengekommen sind. Ja. Weißt du noch, wie wir da zum Strand gekommen sind? Ja. Ja? Haben wir mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren. Und die LKWs, ich habe gemeint, der bläst uns da von der Straße runter. Ja, das war echt und danach sind wir in das Kaufhaus gegangen und dann habe ich die Blume genommen, die Plastikblume, und bin auf die Knie gegangen und habe die dann gefragt, ob du mich heiraten magst. Ja. Gell? Das Tollste war halt einfach auch die Liebe, die er mir gegeben hat. Und das habe ich vorher noch nicht so gehabt. Und wir haben auch nach 7 Monaten geheiratet. Weil das war einfach klar, das ist das Richtige. Schau, wie es mir über die Schwelle trägt. Da war ich doch noch ein bisschen wie ein Rehlein. Noch mehr wie ein Rehlein. Aber ich hatte schon ein bisschen Schwellenangst. Also Schwellenangst, Gott. Sollen wir mal die kirchliche Hochzeit schauen? Ja.
Klaus hat auch schon eine Tochter, die ab und zu bei ihnen ist. Mit 32 ist Ina wieder schwanger und 1998 kommt Jan zur Welt. Ich habe mir immer Familie gewünscht. Ich wollte immer zur Ruhe kommen. Also ich wollte nicht da ein Kind und dort ein Kind. Und ich war immer auf der Suche nach einem festen Halt und einer Partnerschaft. Und das hat mir der Klaus definitiv gegeben. Ja. Fast jeden Sonntag kommt Jan zum gemeinsamen Familienfrühstück vorbei. Ein kleines Ritual. Mit ihrer Tochter ist das Verhältnis heute nicht ganz so leicht. Morgen, Schatz. Morgen. Na, gut geschlafen? Geht's dir gut? Ah ja. So, man kommt näher. Weiß nicht. Viertel nach 10, Viertel nach 10. Ist der Jan auch immer so mehr dich? Nein. Das spielt nicht ein langer 3, oder? Hallo, mein Groß. Hey, Bub. Na, alles gut? Ja? Ich war natürlich nicht mehr 20, sondern schon über 30. Aber die Kinder sind 11 Jahre auseinander. Es war alles sozusagen in der Regel, ich habe einen Partner gehabt, einen verlässlichen, ich habe ein Einkommen gehabt. Wir haben praktisch ein gutes Familienleben gehabt. Wie darf ich meine Mom beschreiben? Mei, für ihr Alter relativ jung geblieben. Danke, mein Sohn. Na, auch charakterlich, vermutlich. Also ich glaube, es gibt wenige Leute mit Mitte 50, die nach wie vor noch so aktiv sind und viel auf Ü30-Partys gehen oder sämtliche Events abklappern, wo man sich rumtreiben kann. Wenn ich es mit meinen Freunden vergleiche, dann muss ich sagen, habe ich deutlich mehr Sachen dürfen. Also alles, sage ich mal, was im rechtlichen Rahmen ist, habe ich dürfen. Da habe ich sowohl bei meinem Papa als auch bei meiner Mom echt entspannte Leute erwischt. So. Als Ina mit Mitte 30 privat angekommen ist, kommt auch beruflich eine neue Aufgabe auf sie zu. Irgendwer muss das Geld da ran schaffen. Warte schon lange. Na, erzähl mal lieber. Immer schon über die Stunde. Ich glaube, das Beste, was mir tatsächlich passiert ist, war das Jugendtreff in Bodenmais. Ich habe das Jugendtreff aufgebaut. Naja, ich war verantwortlich dafür und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ja Erfolg gehabt, weil ich habe ja gemerkt, dass die Jugendlichen die mögen. Ich habe halt auch Wurzeln gefasst. Wir haben 2 Zehner. Es gibt schon viel Saal. Ja. Die ganzen Leute im Förderverein, die waren da und haben gesagt, sie sehen das, was ich mache und was ich leiste und dass das super ist. Und das hat mir heute auch nochmal, glaube ich, sehr viel Selbstwertgefühl gegeben, zu sehen, du bist nicht mehr die kleine Dumme von früher, so, wo es immer gesagt wird, ja, die Astjara wird eh nichts. Sie hat mich sehr zum Positiven beratschlagt. Ich durch viele Krisen geholfen, aber Depressionen hat es mir geholfen. Ich bin über 1000-mal dankbar für alles. Wie hat es dir da helfen können? Allein, dass sie für mich da war, hat mich angehört, hat mir Ratschläge gegeben und hat mich einfach abgenommen, so wie ich bin. Ein wenig ein Kasperl, ein wenig ein Depp, aber so wie ich bin. Ina nutzt die nächsten Jahre, um ihre Kindheit mit Hilfe von Therapie noch mal aufzuarbeiten. Aber immer wieder gibt es Momente, in denen Ina merkt, dass da noch etwas fehlt. Da haben wir die Drehung gehabt. Ich war immer stolz, Perserin zu sein und ich wollte eigentlich immer auch meine Familie finden. Wenn du immer merkst, dass du anders bist und das nicht verstehst auch und denkst immer, ja, warum bin ich so? Und dann kann man immer sagen, ja, die Kindheit so, ja, ist ein Teil, aber ich war trotzdem immer anders. Und wie ich meine Familie kennengelernt habe, habe ich gewusst, alles klar, daher weht der Wind. Kurz nach ihrem 50. Geburtstag macht sich Ina ganz allein auf den Weg nach Teheran. Über einen Freund bekommt sie Kontakt zu dessen Familie vor Ort, die ihr bei der Suche nach ihrem Vater hilft.
Den einzigen Hinweis, den sie haben, ist die Straße, in der ihr Vater ein Möbelgeschäft haben soll. Nach langem Suchen finden sie das Geschäft und können von dort aus Inas Familie ausfindig machen. Ich habe geklingelt, die Tür ist aufgegangen und meine Stiefmutter sozusagen, also die Frau meines Vaters, hat die Arme ausgebreitet und hat gesagt, welcome home, my daughter. Und dann sind natürlich bei mir Dämme gebrochen, ich bin nur noch blärt und war halt da, also richtig am Ende. Irgendwann hatte Inas Vater seiner Frau dann wohl doch von seiner Tochter in Deutschland erzählt. Die haben mir dann eigentlich gar keine Chance gelassen, dass ich irgendwas sage. Die haben mich nur ausgefragt. Ausgefragt. Und dann habe ich gefragt, ja, und wann kommt jetzt der Vater nach Hause? Und dann haben sie mir gesagt, der ist schon gestorben. Und dann habe ich so viel warnen müssen. Das haben die gar nicht verstanden. Ich habe so viel warnen müssen, weil ich habe halt mir immer gedacht, dass der Papa mich in den Arm nimmt und sagt, schön, dass du da bist. Und das war schon einmal richtig hart. Und die haben gar nicht verstanden, warum ich jetzt warnen muss. Die haben dann so ungefähr so ganz locker, du brauchst ja nicht warnen, du hast ja jetzt deine Geschwister da. Und so, bei uns in Bayern haben wir sagen, scheiß dir nicht da. So haben die haben das nicht verstanden, dass ich jetzt da warnen muss. Weil die nicht 50 Jahre gewartet haben. Oh, hello, hey, how are you, my dear? What is in your face? What is it? This is new style. Oh, my dear. Iran ist Ankommen, dazugehören, zu wissen, aha, das sind die Wurzeln und das ist der Teil von dir, den du nicht gewusst hast, aber der immer da war. Deswegen ist für mich auch jetzt so, dass ich immer nicht sagen kann, bin ich eine bayerisch-persische Berlinerin oder eine berlinerische persische Bayerin. Es ist ein wenig schwer für mich. Vor allen Dingen hat es mich tatsächlich stolz gemacht, dass sie, und ich hätte es nie für Möglichkeiten, dass er das so hundertprozentig durchzieht. Das Selbstbewusstsein hat sie ja immer, gell? Aber dass man das schaffen kann. Wenn man das will, dann schafft man es. Und das ist Ina, das zeichnet die Ina aus. Gell? Auf geht's, Moller. Sieht nicht so gut aus, oder? Doch, das schaut super aus. Also ich glaube, dass ich schon in meinem Charakterzug eine Grundzufriedenheit habe, trotz allem. Vielleicht auch deswegen, wo ich herkomme. Weil ich sage, für das, wo ich herkomme und was ich alles mitgemacht habe, habe ich unglaublich viel erreicht.